Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns in der Churchbox. Hey, heute schauen wir uns an, wie man ganz praktisch ein Teil von unserer großen ICF-Familie werden kann. Und deshalb herzlich willkommen bei uns in der Churchbox Bettina Kienast und Pat Cleaver. So Hi. cool seid ihr dabei. Danke. Hey Bettina, du kennst ja beide Seiten sozusagen. Also vor Ort am Sonntag beim Next Step Stand und der Coming Home Group, aber auch unter der Woche bist du im Follow-up-Team im Office. Und was muss man sich denn darunter so vorstellen bei Integration? Ja, du kannst am Sonntag einfach auf uns zukommen, also zur Coming Home Group kommen, und da werden wir besprechen, was du suchst, was wir für Möglichkeiten haben im ICF, und wir versuchen dich da bestmöglichst in eine Team Group oder in eine Small Group connecten zu können. Dann wird ein Formular ausgefüllt und das kommt dann eben ans Follow-up-Team. Wow, hey, Follow-up-Team, das ist das Stichwort. Dazu sehen wir einen Clip, was dann genau im Office passiert. Hi! Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich so ein Connect- oder Small Group Formular ausfülle? Und wir sind heute hier im ICF Office und ich nehme dich mit auf den Weg in unser Team. Was machen wir eigentlich, wenn das Formular ausgefüllt ist? Und zwar sehen wir heute hier alle unsere Volunteers. Wir sehen verschiedene Personen und an was sie arbeiten. Wir haben hier Simeon. Simeon ist immer am Mittwoch ist er hier bei uns im Office. Wie ihr gerade sehen könnt, ist er gerade am Telefon mit jemandem von euch wahrscheinlich. Hier diese Vermittlung am machen und er versucht das beste Plätzchen für euch zu finden in einer Small Group, so dass ihr euch im ICF so schnell wie möglich zu Hause fühlen könnt. Aber ich habe noch weitere Leute, kommt mal hier mit. Hier haben wir Salome, Naomi und Jeanette. Salome, Naomi und Jeanette sind zurzeit gerade diese Formulare genau am Bearbeiten. Salome, wo dran bist du gerade? Genau, ich bin gerade eine Person am Vermitteln, die eine Small Group sucht. Und was ich mache, ist eigentlich fragen, wo die Person eine Small Group braucht und wann die stattfinden sollte unter der Woche. Und dann suche ich eine Small Group und informiere den Leiter. Und wenn das alles geklappt hat, darf diese Person dann schnuppern gehen in die Gruppe. Genau. Mega cool. Wir haben Volunteers, die das freiwillig machen. Wenn du auch Teil davon werden möchtest, kannst du dich bei uns melden. Naomi, was machst du gerade? Ich versuche durch E-Mails einfach einen persönlichen Kontakt herzustellen und einfach herauszufinden, was wollen die Leute, was möchten sie in ihrer Small Group erleben, welche Voraussetzungen sollte einfach die perfekte Small Group für sie haben. Und ja, mega spannend, einfach herauszufinden, was passt zu einem. Das war ein kleiner Einblick in unser ICF Office und in das, was passiert, wenn du ein Formular ausfüllst. Falls du das noch nicht gemacht hast, wäre jetzt der richtige Moment auf icf.ch/connect. Hey, ich bin begeistert, dass so viele Menschen mit daran arbeiten, dass du einen Platz bei uns in der ICF-Familie bekommst. Und Pat, du bist ja hier für Online. Wie sieht denn die Integration bei Online aus? Ja, es ist genauso, aber ganz anders. Also das Herz dahinter ist genau das Gleiche. Also was unser Herz ist wirklich, dass Menschen Anschluss finden, dass sie connected werden und dass sie einfach eine Familie finden, so wie du das gesagt hast. Finde ich mega, mega cool, das Wort. Aber online ist es so, dass wir uns auf Microchurches und Online-Small Groups spezialisieren. Das heißt, egal wo du bist, wir würden es lieben, wenn du einfach Teil von einer Microchurch wirst oder von einer Online-Small Group wirst. So cool. Hey, du musst wissen, bei uns in der Kirche sind 1966 Männer und Frauen in Small Groups integriert und 1481 in Team Groups, das heißt in verschiedenen Ministries. Was begeistert dich an Integration, Bettina? Ja, ich bin einfach davon überzeugt, dass es uns besser geht, wenn wir in einer Gemeinschaft unterwegs sind, als wenn wir alleine versuchen, durchs Leben zu kommen. Und ich finde, eine Kirche sollte ein Zuhause sein, eben eine Familie. Und deshalb finde ich es so schön, wenn man sieht, wie neue Beziehungen entstehen und wie Personen neu aufblühen. Und ich durfte das selbst erfahren, als ich erst letztes Jahr ins ICF Zürich kam und mich auch eine Person aus der Church in eine Teamgroup geführt hat und ich jetzt
Teil des Ganzen sein darf. So cool. Und du gibst gleich weiter, was du persönlich erlebt hast. Hey, noch ganz kurz eine Frage, Pat, an dich. Wir haben ja Coming Home Group. Wie sieht denn das online aus? Ja, wir bieten die Coming Home Group tatsächlich online auch an. Das sind Videos, die du online schauen kannst, um im Prinzip die gleichen Informationen im Prinzip online zu bekommen. Was ich aber an der Coming Home Group vor Ort so cool finde, ist, dass es wirklich ein Austausch ist. Es ist ein Gespräch, wo man am Tisch sitzt und dieses Gespräch hat. Und da sind wir gerade dran, das Ganze auch online anzubieten in Form von Videocalls, wo wir wirklich uns mit Leuten an den Tisch setzen können und einfach diesen Austausch im Prinzip haben. Also stay tuned, es wird was kommen. Wow, hey, vielen, vielen Dank, Bettina und Pat, dass ihr euch zusammen mit euren Teams so reingebt, dass Menschen integriert werden können. Und jetzt haben wir einen zweiten Teil, und zwar feiern wir heute Taufen, und ich gebe gleich rüber zu Joel Spirgi. Ja, genau. Ich freue mich extrem, heute Morgen mit ganz besonderen Gästen hier sein zu dürfen. Wir haben einerseits die Claudia da. Die Claudia leitet die Gehörlosen-Community und die Besetzungsarbeit im ICF. Und dann ein Namensvetter, der Joel, ist bei uns im Studio. Der Joel lässt sich heute taufen und ich freue mich extrem, dass ihr da seid. Und ich möchte ganz am Anfang zum Start ein bisschen von dir hören, Claudia. Weshalb leitest du eigentlich diese Gehörlosen-Community und Arbeit im ICF? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Ja, für mich ist es ein spezielles Vorrecht, darf ich durch die Gebärdensprache auch den gehörlosen Menschen vom Wort Gottes übersetzen. Und ich bin begeistert, dass wir das machen dürfen. So genial. Ich liebe es, am Sonntag zu sehen, wie diese Arbeit am Aufblühen ist und wie die Gehörlosen wirklich ein Zuhause finden bei uns in der Kirche. Und ich möchte dich, Joel, fragen, was bedeutet es eigentlich, wenn man als Gehörloser bei uns in der Kirche ist? Hier im ICF ist es schön, weil wir genießen natürlich, dass wir die Übersetzung haben für die Gottesdienste, dass wir Gottes Wort hören können. Und es ist auch super, dass es so visuell ist. Und ja, genau, dass wir so viel beobachten können. Genau. Das ist mega spannend und ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, manchmal mit Leuten zu connecten. Vielleicht auch für Leute, die nicht gehörlos sind oder nicht unbedingt Gehörlose in ihrem Umfeld haben. Was kann helfen, damit das gelingt? Was können wir tun, damit wir mit Gehörlosen besser auch in Verbindung treten können, vielleicht Beziehungen bauen können? Hast du uns da ein paar Tipps? Das nimmt mich mega wunder. Ja, also wichtig ist einfach, dass man locker bleibt und überhaupt keine Angst hat. Wir sind genau gleich Leute, wir sind Brüder und Schwestern und unsere Wahrnehmung ist einfach ein bisschen anders, nur übers Auge anstatt übers Ohr. Aber das bedeutet, dass man total locker mit uns sprechen kann, wenn es geht, Hochdeutsch oder auch so ein bisschen mit den Händen, mit dem Körper schwatzen, ganz entspannt. Und wir haben ganz viel Freude, wenn ihr uns begegnet und ihr seid herzlich willkommen, mit uns zu kommunizieren. Fantastisch. Hey, was für eine Einladung und ich freue mich sehr, Joel, dass du dich heute taufen lässt. Erzähl uns doch, warum lässt du dich heute taufen? Ich möchte heute meinen Freunden und meiner Familie und Geschwistern zeigen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und im letzten Jahr habe ich viele schwierige Situationen erlebt und habe dann erlebt, wie Gott mich begleitet hat. Du hast mir vorher etwas erzählt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Was hast du erlebt? Deine Tochter war krank. Und was hat das bei dir ausgelöst? Genau. Sie war schwer krank und es war das Thema, ob sie jetzt auf die Intensivstation verlegt werden muss. Und eines Morgens habe ich dann Gott gefragt, was muss ich machen? Kannst du mir bitte den Weg zeigen? Und ich habe dann gespürt, ich sollte draußen auf einem Berg spazieren gehen und habe dort auf dem Spielplatz ein Graffiti gesehen und da stand auf Englisch «Saved». Und dann habe ich überlegt, was bedeutet das? Und dann habe ich gespürt, das war wie Gottes Antwort für mich. Ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann ihm meine Lasten abgeben und er sorgt für alles.
Und als ich zurückkam zum Spital, ging es meiner Tochter sehr viel besser und sie musste tatsächlich nicht in die Intensivstation. Und ich danke Gott dafür. Hey, es ist so cool zu sehen, was Gott in deinem Leben bewirkt und wie er mit dir unterwegs ist. Und ich freue mich riesig, Joel, dass du dich heute taufen lässt. Ich freue mich auf diesen Moment, wo wir das zusammen feiern werden, heute in der Celebration. Und lass uns richtig das heute zelebrieren. Das war's aus der Churchbox.